Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungspanorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge für euch vorbereitet. Die Raufer Erlebniswelt und das Bretterhotel sind am Wochenende eröffnet worden. Nach langer Arbeit sind die beiden Blätter Brienz und Beatenberg publiziert worden. Orchideen kennt man vor allem aus dem Blumenladen. Es gibt es aber auch bei uns in der Region. Was sonst noch alles läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Am Pfingstwochenende hatte Rega ca. 130 Einsätze. Unter anderem hat sie am Samstag einen Einsatz auf der kleinen Scheidegg. Eine Patientin hat im Zug auf den Eigergletscher ein akutes medizinisches Problem erlitten. Schweizer Hoteliers können nach der Wintersaison aufatmen. Trotz der Omikron-Variante hat sich die Zahl der ausländischen Gäste verdreifacht und der einheimische Tourismus hat eine neue Höchstmarke erreicht. Von Weissenflut doppelt nachher. Nachdem von Weissenflut Kilian am oberaargauischen Schwingfest am Pfingstmänti brilliert hat, hat er am Mänti in Interlaken nochmal sein ganzes Können gezeigt und auch das Fest gewonnen. Letztes Wochenende ist die Raufer Erlebniswelt und das Bretterhotel eröffnet worden. Der Matthias Mast hat mit der Brigitte und dem Marc Raufer darüber geredet. Brigitte, ab heute bist du Direktorin. Gratuliere. Merci. Das war mir noch gar nicht bewusst, aber ja, irgendwie vielleicht schon. Ich gratuliere auch. Gratuliere. Danke. Ja, aber jetzt musst du folgen bei diesem Laden. Selbstverständlich, aber das bin ich mir gewohnt. Ja. Klar. Aber es ist jetzt schon ein anderes Gefühl, ins frisch eröffnete Paradies zu kommen, als immer eine Baustelle anzuschauen und denken, oh, längt es. Ja, das ist so. Es ist wie so ein Brocken, nicht negativ gemeint, aber ist natürlich weg. Und jetzt geht wie eine neue Ära los. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir morgen nicht zueinander sagen, du, ich gehe auf die Baustelle, sondern ich gehe ins Hotel. Habt ihr auch schon Proben geschlafen? Ja, wir waren die allerersten. Vor 2 Wochen sind wir mal an einem Sonntagabend übergeschlichen mit dem Köfferli. Mit dem Köfferli sind wir hier übergelaufen und haben eingecheckt und ja, haben gut geschlafen. Hat es noch letzte Mängel zu berichtigen gegeben? Nein, da haben wir wirklich nichts mehr berichtigt, aber ich bin im Bett gelegen und habe aufgeschaut, die Decke und die Lampe gesehen und dachte, jetzt kommt dann der Elektriker um die Ecke oder irgendwie jemand von der Badbauer. Das war schon ein spezielles Gefühl. Das Gefühl ist jetzt vorbei, jetzt seid ihr Gastgeber und eigentlich den Leuten etwas vermitteln. Also, was ist jetzt so der Slogan am ersten Tag? Oder wir können sagen, in einem Satz, warum muss man zu euch kommen? Weil es einen Haufen spannende, lustige, coole Sachen zu entdecken gibt. Und der fürs Hotel ist klar, you sleep better in the Bretter. Und was nicht darf unerwähnt bleiben, die Frau sieht am besten aus auf dem Bild, aber die Männer haben die gleiche Sonnenbrille und die coole Sonnenbrille. Hey, wenn du willst wissen, was ich am Wochenende so mache, dann komm mal mit. Nach jahrelanger Arbeit sind die beiden Blätter Brienz und Beatenberg publiziert worden. Kim Franzen hat mit dem Geologen Stefan Straski darüber geredet. Der eine, der da war, der hat 1979 angefangen, diese Karte zu arbeiten. Also man geht voraus, man zeichnet, was habe ich für Gestein, muss das einzeichnen auf der Karte. So ein Kartenblatt, das sind 210 Quadratkilometer, wo man muss kartieren muss. Da geht einer voraus, jeden Kilometer ablaufen und das einzeichnen. Und das ist relativ eine lange Arbeit. Und es waren viele Beteiligte, die da, jeder hat ein kleines Gebiet gemacht. Und ich musste eigentlich koordinieren, nicht seit 1979, aber jetzt seit vielleicht 2010, wo ich schauen musste, dass das Ganze alles zusammenkommt, dass das alles einheitlich ist, dass das stimmt, dass nicht irgendwie einer etwas anderes macht als dieser. Die Leute sagen, hey, jetzt brauche ich das eigentlich koordinieren, das alles zusammentragen und zu dieser einen Karte oder zu diesen 2 Karten, die wir haben, zusammenfügen, eine einheitliche Legende machen und nachher den Text bearbeiten und auch Karten redigieren, wie ein Redakteur, der das bei der Zeitung auch macht. Topografische Karten gibt es für die ganze Schweiz schon lange, aber geologische Karten noch nicht. Also das heisst, es hat bis heute noch keine geologische Karte gegeben von der Region Beatenberg und Brienz. Und jetzt, heute sind wir da, weil die jetzt fertig wurden. Die sind heute rausgekommen, eigentlich offiziell publiziert und ab heute gibt es die verfügbar hier in der Region. Also es gibt noch ein paar wenige Karten. Das Ziel ist, man hat angefangen 1930 geologische Karten zu machen für die Schweiz. Also schon vor langer Zeit ist die erste Karte rausgekommen. Und wir arbeiten immer noch daran, dass wir für die ganze Schweiz Karten haben. Und im Moment ist es einfach eben so, dass wir
das noch probieren zu vervollständigen. Das Ziel ist 2030 fertig zu sein, dass wir wirklich für die ganze Schweiz geologische Karten haben. Frauenschuhe und andere Orchideenarten sind auch bei uns außerhalb von Blumenläden in grosser Vielfalt anzutreffen. Der Patrick Schmid hat mit dem Adrian Möll darüber geredet. Die meisten kennen einfach die man im Blumengeschäft kauft. Aber es gibt natürlich sehr viele Orchideen. Die winzigsten, kleinsten, die sind nur ein paar Millimeter gross, Blüten, unscheinbar, vielleicht grün am Blühen. Wir haben immer so ein Bild eben von einem Frauenschuh oder eben irgendeiner tropischen Orchidee. Und von dem her ist das lange nicht immer der Fall. Also es sehen nicht alle so gross aus und es sind vor allem eben nicht alle in den gleichen Lebensräumen. Also sie kommen wirklich von der Tiefe, von tiefsten Stufe in der Schweiz bis auf 2000 Meter vor. Der Frauenschuh ist eine gefährdete Art in der Schweiz. Die ist ziemlich stark zurückgegangen, das wissen wir. Es ist so, dass es nicht eine der seltensten Arten ist. Es gibt Orchideen, die viel seltener sind als der Frauenschuh in der Schweiz. Und der Frauenschuh ist natürlich vor allem durch einen Menschen gefährdet, weil er in der Vergangenheit vor allem die Frauenschuhe immer wieder gepflückt hat, ausgegraben hat. Da hat der Mensch sicher sehr viel dazu getan, dass die so stark zurückgegangen sind. Einer der Schütze ist auch, dass man halt einfach nicht allen zeigt, wo sie wachsen. Deshalb werden Frauenschuhe Standort oftmals so ein bisschen unter der Hand gehandelt. Das sagt man wirklich mal so den besten Freunden, wo man weiss, dass sie sicher nicht pflücken. Eigentlich denkt man heute, jetzt im 21. Jahrhundert, sollten das alle Leute wissen, dass es auch verboten ist, Frauenschuhe zu pflücken. Es ist nicht so, dass man das nicht nur nicht sollte, sondern es ist auch gesetzlich verboten, die zu pflücken. Und darum behalten wir die Standorte auch ein bisschen geheim. Hier im Botanischen Garten Bern zeigen wir verschiedene Frauenschuhe, wir haben auch exotische Arten. Aber der, den man jetzt im Moment im Freiland schön sieht, das ist ein nordamerikanischer Frauenschuh. Der ist rosarot am Blühen, das ist ein bisschen speziell. Von Form her sieht er genauso aus wie unser einheimischer Frauenschuh. Also von dem her haben sie einfach noch eine Farbvariante mehr. Aber in der einheimischen Flora gibt es so etwas nicht. Also wenn ihr jemals irgendwo bei uns in der Wildnis einen rosaroten Frauenschuh seht, dann ist das sicher nicht der einheimische, sondern das ist eben einer, der hergepflanzt worden ist, der von Nordamerika wäre. Und das wäre dann nicht so gut. Jede Pflanze ist ja Teil eines Systems. Was ist eigentlich der Zweck oder was macht die oder was würde passieren, wenn es sie nicht mehr gibt? Es wäre einfach eine Art weniger, die wir hätten, eine mehr, die wir verlieren würden. Von dem her ist das immer jammerschade. Es gibt dort sicher auch Insekten, die gerne auf diesen Frauenschuhen leben. Es ist jetzt von der Bestäubung her nicht irgendwie so eine Nektarpflanze, wie wir andere Arten haben. Also von dem her gibt es nicht eine Art, wo man genau sagen kann, ja, wenn es den Frauenschuh nicht mehr gibt, dann stirbt die aus. Aber ich denke, das Schlimmste daran wäre eigentlich die ganze Freude, die zunichte wäre. Auch mir selber, wenn ich mal wieder auf einer Bergwanderung so einen Frauenschuh entdecke, das ist jedes Mal eine riesige Freude. Und das wäre doch jammerschade, wenn wir uns nicht mehr an diesen Frauenschuhen freuen könnten. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erzählen euch Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am Dienstag, 7. Juni. Schön ist das Wetter aktuell nicht. Ich habe jedoch eine gute Nachricht in den Wetteraussichten für Sie. Und es wird euch morgen nur zum Teil schöner, ausgehend von Tiefdruckgebiet über dem nördlichen Atlantik ziehend bis am Donnerstag. Weitere Störungen zu uns. Neuer Tag, neues Glück. In einem Mittwochvormittag starten wir trotz zum Teil ausgedehnter Schleierwolken recht sonnig. In Bern gibt es 11 Grad, in Biel 12 Grad zum Aufstehen. Am Nachmittag wird es dann zunehmend bewölkt mit aufkommenden Regengüssen. Begleitet werden wir von einem auffrischenden Südwestwind und der begleitet sie euch in den Bergen. Es lenkt dann in Bern für 20 Grad, in Interlaken werden es rund 21 Grad. Der Donnerstag präsentiert sich wechselnd bis stark bewölkt und dazu wiederholt nass. Temperaturwert die gehen zurück und die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 Metern. Und dann vom Freitag bis am Sonntag scheint meist die Sonne und es wird dazu sommerlich warm. Ja, das ist schon wieder für im Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin ganz eine gute Zeit. Ade miteinander.